Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Doctor. Ja, wir sind hier am Haus von ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge gesehen oder mitbekommen, dass Holmes eine Tochter hat, die nicht wirklich seine Tochter ist, sondern nur jemanden, also eine Tochter ist, dessen Vater er auf dem Gewissen hat oder irgendwie so, oder zumindest, ja. So, wir sprechen nochmal, wir haben eine Verkleidung an übrigens, weil wir wollen nicht hier auffallen. Nur ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, wenn wir uns verkleiden und der Watson Gehen hier wir hinein. immer noch ganz gleich ausschaut. Okay, wir gehen mal rein und schauen mal, was uns da erwartet. Kommen Sie herein. Wird? Ich gehe wieder mal auf die Ego-Perspektive, weil man sieht einfach eindeutig ein bisschen mehr mit der Ego-Perspektive, wie als... Hä? Oh shit. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Okay. Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Wir machen erstmal eine Analyse. Gerötete Augen, er fühlt sich nicht gut. Schlafmangel. Boah. Ja. Shit. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da stand. Shit. Schlafmangel. Oder er fühlt sich nicht gut. Er fühlt sich nicht gut. Da oben hast du... Aufgestickte Mitglied eines Jagdclubes. Ah, du kannst wirklich alles. Notizbuch, Lord Marshall persönlich als... was steht denn hier drauf? Kochrezept? Nee. Ja. Tabletten, starke Schmerzmittel und Kaffee. Ja. Decke, er ist krank, er verheimlicht etwas. Nee, ich denke mal, er ist krank. Und hier haben wir einen Ring. Goldener Ring. Wohlhabend. Okay. Etwas haben wir noch. Etwas haben wir noch. Aber was? Ach, da. Arzt. Charakteranalyse abgeschlossen. So, Ruben Fisher. Ruben Fisher ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Er ist gebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Ruben Fisher ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. So, und dann wollen wir noch schauen, was wir über Lord Marsh haben. Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seiner teuren Kleidung und an seinem wertvollen Goldring. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben. Er ist krank, weswegen er in einer Decke gewickelt ist, obwohl es im Zimmer recht warm ist. Ja, das sieht man, sonst bräuchte man auch keinen Arzt. Auf dem Tisch von Lord Marsh steht eine geöffnete Packung starke Schmerzmittel. Ja, okay. Stören wir Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Ruben Fisher. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere.
Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus. Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt, voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fisher, der zugleich mein Leibarzt ist. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Lord Marsh. Kommt mir das Gesicht bekannt vor? Interessant. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Okay. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich, als Arbeiter verkleidet, andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger gesegneten London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch. In der Tat, um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja, aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fisher hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Das ist ihm unangenehm. So, okay. Ja, okay, jetzt weiß ich auch, wer das ist. Das ist der Mann, den wir verfolgt haben, beziehungsweise der unser Spion, unsere Ratte, ja, Zeitungsjunge, ich weiß nicht, wie er sonst noch heißt, ausspioniert hat. Dann wollen wir doch mal wissen, was der Lord Marsh für eine Krankheit hat. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, my Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nur eine Grippe. In ein paar Tagen geht es mir wieder besser. Ich kann es schon spüren. Vermissten an der Strawberry, Adresse, Werbung. Ja, Schmerzmittel. Wenn dem so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Aha, der hat irgendwas zu verheimlichen. Ja, was haben wir denn da? Dr. Reuben Fisher hat zugegeben, dass er sich verkleidet, um den Armen und Bedürftigen in London Arbeit anzubieten. Bei Lord Marsh wurde Grippe diagnostiziert, allerdings scheint seine Erkrankung schwerwiegender zu sein. Ich glaube eher, dass Lord Marsh absichtlich krankgestellt wird, damit er nicht so über das Ganze... Ja, habe ich doch schon. Über das Ganze schauen kann. Oder klar denken kann. Wir schauen mal das Bild an. Ja, kann man lesen. Lord Marsh, auf der Jagd mit Freunden. Ah, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Alles zu seiner Zeit, Milord. Glaube ich dir auch, aber ich kann dir auch jetzt schon versichern, dass der Arzt, den du da Letztes Jahr schlossen 3 Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Dokumente mit Siegel. Ja, sieh doch einer an. Sehr geehrter Lord Marsh, das hier ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Strobridge, hier. William Thatcher, Reginald Stapleton. Dieser Name sagt mir nichts.
John Strobridge. Ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem vermissten Plakat. Ja, jetzt weiß ich. Ja. Ich kann es nicht ganz überblicken. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen Ihnen ihr Leben verdanken? Sie machen mich ganz verlegen. Aber ja, diese Menschen sind fast wie eine Familie für mich. Eine ziemlich große Familie, würde ich sagen. Ha, ja, die Liste wäre länger als Ihre Kurzgeschichten. Wie lang genau? Nun, Dr. Fischer ist für die Aufzeichnungen verantwortlich. Können wir einen Blick darauf werfen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Liste ist vertraulich. Ich lege größten Wert darauf, Mr. Holmes. Ich verstehe. Nun, wir werden Ihrem Ausbildungsprogramm auf jeden Fall eine Spende zukommen lassen. Nun müssen wir aber los. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Vielen Dank, Mr. Holmes. Was erzählst du denn da? Wir müssen los. Hallo? Wir müssen los. Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Okay. Was haben wir hier? Lord Marsh hilft sogar Krankenhäusern. Oh, in London. Bevor ich hier rausgehe, suche ich Lord lieber... Marsh gibt einen großen Teil seines Vermögens für die Armenhilfe aus. Ja. Ich habe noch nie so viele Hilfspakete für Arme gesehen. Ja, Vor allem nicht im Haus eines Lords. Wenn das Hilfspakete wirklich sind. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Ja. So, wir wollen mal mit dem Arzt sprechen. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen Okay, armen der Menschen wiederholt hilft. nur. Gibt es noch etwas, das Sie interessiert? Auch ja, ganz viel eigentlich, wenn du so fragst. Jo, untersuchen Sie den Fall. Was haben wir denn da? 1889 gründete Lord Marsh zusammen mit Freunden das Sonderausbildungsprogramm für Arme und Bedürftige. Es könnte sein, dass George Hart gegenüber seinem Sohn Tom etwas darüber gesagt hat. Fragen. Okay. Eine Liste von Teilnehmern am Sonderausbildungsprogramm, die Sie in Lord Marshs Haus gefunden haben. Die Namen lauten Patrick Tanner, Thomas Curry, John Strobridge, Williams Thatcher, Regina Nile Staple. Oh, komplizierte Sachen. Lord Marsh und seine eigenen Freunde, Lord Collins und Lord Harrington, sind Mitglied eines Jagdclubs. Ich weiß nicht, was das Symbol bedeutet. Ja, gut, ich denke mal, hier sind wir wirklich echt durch und müssen nochmal zurück zum Jungen, um herauszufinden, ob er irgendwas von dem Sonderprogramm dabei ist. Hilfe ist für das, ja? Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Okay. Humanitäre Das- Hilfe für ein Waisenhaus. Es ist Waisenhaus. äußerst ehrenhaft, sein ganzes Leben der Hilfe für Arme zu widmen. Ja. Ich glaube, der macht das nicht Säcke freiwillig. voller Essen. Da komme ich nicht hoch. Ne. Eigentlich sollten wir ja gehen, aber wir schnüffeln hier wieder im ganzen Gebäude rum. Unglaublich. Ne, nach raus gehen wir noch nicht. Wir gehen in das Hinterzimmer. Abgeschlossen. Wäre ja auch schön. Abgeschlossen. Jo. Abgeschlossen. Okay. Detektivblick, vielleicht finden wir ja noch was. Ich gehe mal nochmal zurück ins Zimmer. Sieht alles gut aus. Ja. Da scheint alles gut zu sein. Dann gehen wir mal hinten raus. So.
Wie? Da auch zu? Naja, gut, dann vorne raus, wo wir reingekommen sind. Ah, der Boden sieht ein bisschen komisch aus. Und da die Tapete ist weg. So wohlhabend ist er ja gar nicht. Die Frage lautet doch jetzt wirklich, wo müssen wir hin? Ich würde ja nochmal zurück zum Buben gehen, um da mal noch Rücksprache wegen dem Sonderausbildungsprogramm zu haben. Ich wollte doch eigentlich Hausarbeit machen hier. Eieiei. Hier war das Wappen. Die Tür ist wahrscheinlich immer noch zu. Fest verschlossen. Ja. Irgendwo liegt doch sicher ein Schlüssel. Jeder Mensch legt doch den Schlüssel irgendwo links oder rechts hin. Oder nicht? Ne, was ist jetzt Analyse? Ah, okay, kein Schlüssel da. Dort siehst du nicht rein. Watson ist immer noch drinnen. Das irritiert mich ein bisschen, warum das da immer noch drinnen ist. Ah. Watson, gehen wir? Er steht immer noch da. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich Danke, dass Sie sich für mein Werk interessieren. Sie sind der Erste, der uns helfen will. Ach komm. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen... Trotz meines Adelstitels muss ich mein Zuhause mit diesen Essenspaketen für die Armen teilen. Musst du, gar Danke, nicht dass wahr. Sie sich für mein Werk interessieren. Ja, okay. Sie sind der Erste, der uns helfen will. Jetzt wiederholt er sich. Ich werde wahrscheinlich auch der Letzte sein. So, dann wollen wir mal da raus. Und nach Harts Wohnung gehen. Jo. Herleitung öffnen. Was? Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht keine weitere Informationen. Höchst besonderer Job vor 3 Wochen. Quadream Club. Lord Marshall und seine Freunde sind Mitglied der Sonderausbildung. Manche Faktoren können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ihr Bild was haben wir denn da? Keine Verbindung. Der besondere Job, den George Hart erwähnt hat, nicht mit dem zu tun. George Harts besonderer Job und Lord Marshalls Sonderausbildung haben etwas miteinander zu tun. Denke ich schon. Oh, fertig mit Verbindungen zu setzen. Ich bin vorhin nicht rausgekommen. So. So, wir sind wieder hier und... Hat sich irgendwas geändert? Nein. Also, dass die Suppe vielleicht fertig ist. Nee. Köchelt immer noch. Was ist hinter dem Tuch? Oh. Die stand das letzte Mal noch nicht da. Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Tom, nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ein Ausbildungsprogramm? Nein, er sprach nur von einem besonderen Job. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung warum. Gut Wo war gemacht, sie Junge. Die könnte uns von Nutzen sein.
Ja, wo war sie denn? Was haben wir denn da? Damit können auch Waffen geölt werden. Okay, Saving Machine, okay. Da haben wir einen Schlüssel, den nehmen wir mit. Damit säubert man ein Gewehr. Okay. Ach, das kennen wir doch schon, oder nicht? Je suis prêt, Wolfjack. Das ist doch so. Wolfshase. Sieht wie ein Armeeabzeichen aus. Also das kann natürlich auch sein, ja. Tom, hat dein Vater ein Gewehr? Nein. Wenn doch, hätte er es mir bestimmt gezeigt. Ich bin mir glaub sicher, nicht. das hätte er nicht. Ich muss dieses Gewehr finden. Boah. Eimer. Zähe Flüssigkeit, Öl. Laken. Öl. Mit diesem Tuch hier wurde eine Waffe geölt. Okay, Waffe auf jeden Fall. Tom, hat dein irgendwo. Vater irgendwo weiteren Besitz? Nein. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich muss Toby holen. Er wird am Öl schnüffeln und dann das Gewehr finden. Ach ja, warum auch, ne? Warum auch kompliziert machen, wenn es einfach geht? So, was haben wir denn für Hinweise? Militärisches Abzeichen. Mit dem Tuch wurde eine Feuerwaffe geölt und ein Schlüssel aus Toms Wohnung. Jo. Holen Sie den Hund Toby aus Ihrer Wohnung in der Baker Street und gehen Sie zu George Harts Wohnung. Finden Sie heraus. Ja. Hätte ich mir auch nicht anders gedacht. So, tschüss. Gibt sicher irgendwie die Möglichkeit, schnelle Reisen zu machen. So. Ich kenne mich hier absolut gar nicht aus. Ich habe also keine Ahnung, wohin das ich muss gehen. Hier wahrscheinlich total falsch. Aber dennoch gehe ich mal hier lang. Jetzt links oder rechts. Ja, genau. Und hier sollte eigentlich eine Kutsche stehen. Doch, da steht sie. Mann, ich bin gut. So, ich gehe nach... hätten Sie Holmes Dings? Okay, nochmal. Verbindung. Keine Verbindung. Keine Verbindung. Ah. Nee. Nö. Nö. Auch nicht. Der auch nicht, ne. Ja, wie komme ich denn jetzt? Mann, also das muss irgendeine Verbindung haben. Aber ich habe hier noch nichts wirklich viel mehr dran. So, Holmes, nicht einschlafen, Toby holen. Lange Wartezeiten hier. Okay, wir sind schon wieder zu Hause. Also, als erstes gehen wir uns umziehen und vor allem die Schminke wegnehmen hier. So. B zum Kleiderschrank. Umziehen und zwar Bandit, Sportkleidung, Freizeitanzug, Mantel, Seemann. Habe ich hier nicht irgendwie Jäger? Festlich, Bandit. Seelsorger, oh ja, Sportkleidung. Freizeitanzug. Ach scheiße, den hätte ich anziehen müssen. Ja, wir ziehen wieder den Mantel an. Jetzt war ich zu schnell. So, Mantel.
bestätigen und beenden. Und wie wir das jetzt mit Tobi machen, der Watson, der ist auch schon überall. Mein Analysetisch. Ja. Hilfreich bei meiner Arbeit. Holmes, wir müssen dem Jungen helfen. Ja. Immer diese Hektik. So. Los, Toby. Tobi? Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Jo, komm. Oh, der freut sich, der Kleine. Der Watson? freut sich. Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Ja, dann Sein geh mal zu ihm. Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. So, liebe Freunde, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und dann werden wir mal schauen, ob Tobi bei Tom etwas fündig wird nach einer Waffe. Bis dahin, tschüss und bis dann. Ciao, ciao.